die Ehre. Ich bin's, der und heute habe ich wieder ein wunderbar zeitlich passendes Thema ausgereiht, weil es ja schon gleich wieder soweit ist. Da haben Tobi Kasperl dann 3-4 Tage Freilauf, ohne dass sie sich schämen müssen, und darum ist Zeit How to Fasching. Das ist jetzt zwar kein typisch bayerisches Thema, darum bleibt der bayerische Verhaltenskodex heute auch einmal daheim, und ich kann eigentlich auch gar nichts mehr mit dem Fasching anfangen, zumindest seit man selber ansputzen kann, weil Saufen kann ich einfach so auch, habe ich gemerkt. Und darum wird es heute eigentlich irgendwie eher How Not To. Aber wurscht, fangen wir an mit Phase 1. Der unfassbar lustige Kölner Karneval. Das ist wirklich eins von den Top 10 Vorzeigesachen, die eindeutig, unwiderlegbar beweisen, dass der Preissensauhaufen da oben nicht ganz sauber sein kann. Ich mag ja wetten, dass das jeder schon einmal gesehen hat. Büttenreden. Ich glaub, dass ich damit übrigens selbst gefunden habe, was noch langweiliger ist als Bleigießen. Noch nicht gehört und gesehen? Glaube ich nicht. Da ist eine Halle, die ist voll mit schlecht geschminkten Preisen. Alles weiter ist nicht schon schlimm genug und das Klanger zum Pulsadern aufschneiden, die alle 2 Sekunden aus nicht erklärlichen Gründen Hello, I love schreien, und den ganzen Abend kommt dann nicht auf die Bühne, der einen nach dem anderen sagenhaften Spruch außerhaut, wird zum Beispiel: Ja, vorige Tage war herrliches Wetter, sag ich für meine Frau, was hältst denn jetzt von einem schönen Spaziergang? Setze, das ist eine gute Idee. Ich sag, dann kannst du mir ja am Rückweg ein paar Zigaretten mitbringen. Was? Setze zu mir, was ich mal wissen möchte. Gibt es eigentlich ein Sexualleben nach dem Tod? Ich sag, das haben wir doch heute schon. Um Gottes Willen, bitte, im Bock futzt mir jemand bewusstlos, bevor es zu spät ist. Setze, wenn ich mal tot bin, könntest du dich dann noch mal in eine andere Frau verlieben? Ich sag, dafür brauchst du doch nicht zu sterben. Da sitzen wirklich Leute drin, die lauthals lochen. Und was um Gottes Willen ist das? Also Larry und Jack Sparrow? Ein Steckdosennäger getarnt als Pirat? Was soll denn das? Aber gut, was möchtest du denn erwarten von Leuten, die Bier aus 0,25er Glasel saufen? Kann man das saufen nennen? Ich weiß nicht. Gehen wir lieber weiter zu Phase 2. Wir bringst jetzt ein Fasching anständig um. Es wird die kürzeste, aber beste Phase ever. Anfangen tut's am Freitag mit Warmsaufen. Samstag Saufen. Sonntag in der Früh schon saufen. Rosenmontag eine in Rosenmontagsball und saufen. Und am Faschingsdienstag, richtig, schon wieder von in der Früh weg saufen. Bam, Phase 2, beste Phase ever. Es geht aber heute auch nur um eine einzige Sache, die wichtig ist. Heute auf Teufel komm außer dein verdammten Pegel. Weil den Scheißdreck nicht dann kann eure Sau nicht dabei. Gehen wir lieber ganz furchtbar schnell weiter zu Phase 3. Äußerst einfallsreiche Kostüme und Schminkskills Level 9000 und mehr. Oh mei. Wir Männer, wir sind da eigentlich recht einfach. Wir gehen her, schreiben wir Faschingskostüm in Google oder Amazon ein und kaufen wir, meistens blinde, eins von den ersten 3 Sachen für 1995, die wir finden. Einfach, weil es uns im Grunde eigentlich wurscht ist. Hauptsache es schaut angespielt noch ganz brauchbar aus und wir kommen mit 3,5 Promille heim. Zum Beispiel irgendwo übertrieben peinlichen Jogginganzüge aus die 80er mit einer maximalen lächerlichen Perücken. Der höchst innovative Shit ist dann mit irgendwelchen Viecher oder Manschkerl, die ausschauen, als daten sie uns umeinander tragen, und zur Not, wenn uns gar nichts mehr einfällt, dann gehen wir als Boot an und lassen wir uns volllaufen. Aber die Damen, um Himmels Willen die Damen, und gerade die das ganze Jahr einen auf Oberfeministen-Nazi machen, Sexismus, wir werden immer bloß blöd angeht und angeschaut, Aber wenn der Fasching angeht, da ist dann auf einmal alles wurscht. Dann ist nämlich umeinander reden, wir schlampen, aber scheißegal Zeit. Dann schwappt es aus. Super sexy Krankenschwestern, sexy Cop, sexy Teufel, Catwoman Mrs. Bienel. Ja, okay. Piraten, Cowgirls und Indianer, sogar sexy Wählerin habe ich gefunden. Da ist dann auf einmal alles geschissen. Hauptsache das Reckerl ist so kurz, dass du nicht mehr fragen musst, ob es drunter so hat oder nicht. Strapse pfeifen da schon, Torbastel da und nicht einmal hingeschaut. Und auf die 13 cm hohe High Heels, da steigst du uns umeinander, als hätten sie 15 Promille in der Goschen. Unfassbar! Aber das ist ja noch nicht einmal schlimm. Wir finden das ja gut, wenn du vor lauter Scharfsein gar nicht mehr weißt, wo du hinschauen sollst. Aber wenn du das dann in deinem Suri anschaust, du sagst noch nicht mal Apps, sind wir leider meistens sofort wieder bei. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich gehe das ja als sexueller Belästigungspanda.
Wer lebt weit von hier, wo der Bambus steht, euer sexueller Belästigungspanda. Weil Pandas sind nämlich der Oberwahnsinn. Und mein Hosentaschen Bockfutzner Apache Kampfhubschrauber, den hab ich auch dabei. Da passt's auf. Drauf geschissen, ein bisschen eine Gaudi, die muss sein. Ich sag wie halbe merci für eure Aufmerksamkeit. Wenn's euch taugt, dann lasst einen Like, einen Kommentar oder was man jetzt sonst so tut da. Ich hoffe der Mami so, dass man gefälligst ein Panda-Kostüm schneidet. Ich wünsche euch eine schöne Faschingszeit. Haut euch eine. Habe die Ehre.